Merci, Herr Präsident. Ziel vom Agrargesetz soll laut Aussage vom Herrn Minister sein, eine Landwirtschaft plus zu fördern. Eine nachhaltige Bewirtschaftung, die dann auf den 3 Säulen basiert, der Ökonomie, der Ökologie und auf der anderen Seite dem Sozialen. Das, Herr Minister, könnte man definitiv zu 100% mal schreiben, aber da müsste sich neben dem Titel den Inhalt auch selbst geschrieben sein, und das vermissen wir. Wisst ihr, was die Lützeburger Landjugend oder Schmengen da wisst, weil da war doch digitalen Landjugend oder Jungbauern du sie gesagt, und ich zitiere, was genau man einer Landwirtschaft plus gemeint ist, als ist nicht klar. Mehr ist als klar, und das merken Betrieber, du baust all da, dass immer mehr DAX eine Landwirtschaft minus, wenn wir als Bankkonto gucken. Und leider ist das die Situation in der Landwirtschaft. Die Situation beschreibt ganz gut den ökonomischen und damit auch den ökologischen, den sozialen Teil von der Nachhaltigkeit. Das ist die 2 Säulen. Viele Bauern, Gärtner, Obstbauern, Winzer geht es am Moment schlecht, und der Druck von außen, auch von der Regierung, die geht auf der anderen Seite immer mehr groß. Die Regierung hat sich ambitiöse Ziele gesetzt im Bereich des Klimaschutzes. In dem Sinn ging die Förderung durch die Verein nicht groß, und natürlich auch und die Landwirtschaft. Und genau dafür hatten wir im Dezember 2019 bei einer Interpellation zum Klimaplan auch ein paar die Propose gemäht, für eben der Landwirtschaft zu helfen, das Ziel zu erreichen und es so zu machen, dass sie gleichzeitig kompetitiv sind. Weil nimmen, wenn den ökonomischen Teil auch garantiert das, da können wir von Nachhaltigkeit schwätzen. Wir brauchen eben ganz einfach ein Gleichgewicht von den 3 Säulen, weil sonst können wir als Lützeburg keine Landwirtschaft behalten, und das wollen wir. Ich denke, das wollen wir alle gut. Als CSV wollen wir das auf jeden Fall. Und ich will evaluieren, ich hatte das schon bald vergessen, wenn es der Mask, der Madame Rapportrice, vielmals merci so für Ihren schriftlichen Rapport, und noch für den mündlichen Rapport, und noch für die Leitung von den Sitzungen. Wir können wirklich immer ganz flott Diskussionen. Vielmals merci. Ich sage noch direkt, wir werden das Agrargesetz stimmen, weil es eben besser ist wie nicht. Und der Spruch, bessere Spatz an der Hand wie ein Dau vom Dach, den hast an den letzten Wochen schon in unterschiedlichen Formen gesagt, gehen passt dann auch noch ein. So, wir begrüßen die Einzelanpassungen von den Subventionen, von den Plafonds. Wir begrüßen die Unterstützung von den kleinen Betrieben, die in der Lohnrecht aufhängen, und dafür sagen wir Ja zum Gesetz. Ich sage aber genauso hart, werden wir hier Gesetz stimmen von den verpassten Chancen. Weil das nächste Agrargesetz wird durch frühestens 2023 pretzen. Heimat der Hummerlo 2 verloren Jahren für die Betriebe konsequent zu unterstützen. Mit diesen Anpassungen, die in gemäht gehen, gibt Chance verpasst, für die Schienen definitiv konsequent in die richtige Richtung zu leiten. Für das Klimaziel können erreicht gehen, muss eben agiert gehen, und da können wir nicht nach bis 2023 einfach so werden. Und hier ist ein Punkt, wo ich wirklich Majoritätsparteien nicht verstehen. Entweder ist der Klimaschutz, den Umweltschutz, den Tierschutz wichtig, dann agiere ich auch so, oder das ist nicht wichtig, und da predige ich es nicht. Und das hier möchte definitiv ein Beispiel von einer inkohärenter Politik. Wie die Anpassungen annonciert sind, und nun nicht gesagt, gerade das lohnt die Zeit für Gepidels. Ich muss sagen, leider ist das einfach angetraut. Der Klimaschutz ist wichtig, der Umweltschutz ist wichtig, der Wasserschutz ist wichtig, der Tierschutz ist wichtig, Digitalisierung ist wichtig, die Innovation ist wichtig, und all das muss gezielt gefördert gehen. Das geht aber nicht, und das ist für uns nicht verständlich, und das ist auch für uns nicht kohärent. Betriebe machen definitiv gerne mit. Aber es muss rentabel sein. Weil das gehört eben auch zur Landwirtschaft plus, weil sonst geht es, wie die Jungbauern das genannt haben, eine Landwirtschaft minus, und das müssen wir verhindern. Es habe definitiv das Gefühl, wie wenn die Millen könnte sehr drehen, wie wenn das Wasser selektiv gelegt gehen. Und das ist nicht gut. Das ist ein kruzialer Fehler, wenn ein Lohn nicht schon probiert wird, die Gesamtlandwirtschaft mit einem Klimaboot zu kreieren, also nicht an dem Sinn konsequent unterstützt.
Das ist ein kruzialer Fehler, wenn ich den Loschutz gezielt, den Tierschutz, all das, was die Normen herausgeht, unterstützt wird. Das ist auch ein kruzialer Fehler, wenn der Lohn im halbherzig angepasst wird. Der Minister sagt, es gibt just einzelne Anpassungen gemäht. Und da werden wir auf bis 2023. Es kann aber nicht sein, dass wenn ihr auf der einen Seite von Urgenz schwätzt, dass ihr dann auf der anderen Seite einfach nicht handelt. Das passt nicht bei Ihnen. Und genau dafür hatten wir Verbesserungsvorschläge gemäht als CSV. Madame Bürten hat es auch genannt. Wir hatten 14 Amendementen gemäht und das auch ein ugeholt ging. Dr. Wimodat wird er nur noch drauf angehen und wir so noch merci, dass den ugeholt ging. Wir haben verschiedene administrative Vereinfachungen proposiert, hier ist die Regierung anderer Meinung, da das dann noch okay für uns. Wir haben eben auch proposiert, den Plafond für Aussiedlerbetriebe zu erhöhen. Der Plafond, das ist die maximale Summe, die kann bezuschusst gehen. Und zwar nicht mehr für die Infrastrukturkosten, die tatsächlich für die Aussiedlung gebraucht gehen. Wenn ein Betrieb 2 Kilometer irgendwo an der Gewähr ist, dann kostet das mehr für Wasserausschluss, Aufwasserausschluss, Stromausschluss und so weiter. Und dafür hätten wir gerne eine Erhöhung vom Plafond gehabt. Die Bauern haben das auch gefragt. Weil der Minister hat das, so, das wäre nicht nötig, bei blauer, roter, grün, und nee gewinkt und nee gesagt. Dann haben wir auch gefragt, auch etwas, was die Bauern gefragt haben, für den Plafond zu erhöhen für die Maschinen. Auch die Landwirtschaftskammer hat da dann hier im Avis gefragt. Und ich will der Landwirtschaftskammer auch vielmals merci sagen für ihren ganz detaillierten und ganz interessanten Avis. Und ich will hier just eine Klammer abmachen. Ich bin die letzte Woche gewürgt, dass den Einzelbetrieber hier geplanten Investitionen das letzte Jahr nicht mehr bezuschusst kriegen. Und das nicht, weil ihre Plafond ausgeschöpft war. Nee, weil, so schreibt der Minister, die verfügbaren finanziellen Mittel reichen nicht aus. Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, das Ministerium hat im Prinzip dafür keine Summe mehr. Der Plafond, den Bauer könnte im Prinzip noch investieren, aber er kriegt kein Beihilfe nächstes Jahr, also muss nicht auf den Plafond vom neuen Agrargesetz holen. Den ist sowieso schon nicht hoch genug, also ist den Betrieb aufgebremst für die nächsten 7 Jahre. Betrieber brächten mir einen hohen Plafond, der Minister findet das nicht nötig, blau oder grün sagt noch hey, nee. Was wir aber für allem gefragt haben. Wir haben gefragt, für die Beihilfe an den Plafond gezielt aufzusetzen. Für alle die Investitionen, die in helfen, den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren, Emissionen von Serengase zu reduzieren, den Impact auf die Umwelt zu reduzieren, die Innovation und Digitalisation fördern und die den Tierschutz, den Bien-être de l'animal fördern. Wir haben für das konkret Investitionen, die es helfen, die auch von der Regierung gesetzten Ziele zu erreichen, wie gesagt, eine Erhöhung vom Beihilfe auf dem Plafond von 30% gefordert. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. 400 Christvakanz kommen junge Bauern bei mir stehen, hat daheim einen konventionellen Betrieb mit Schwein. Die wollten den umbauen an mehr ökologisch, auch nach mehr tierenartgerecht. Das ist natürlich auch mehr Schwein auf der Fläche, und das wäre in dem alten Stall nicht machbar. Er muss also einen neuen Stall bauen, er hat sich informiert, er hat sich schon einen, den er Schwein aufkaufen, er hat das ganz dünn durchgerechnet, und ich kann nicht so, ihr werdet nicht machen. Wenn man dem Beihilfe wie ein Lo ist, wie man dem Plafond wie ein Lo ist, wird das ganz nicht rentabel sein. Das ist aber genau das, was wir immer hier auf der Tribüne freuen. Weil wenn wir das freuen, dann muss man eigentlich auch als politische Instrumente, die wir haben, an den Grab holen, für das gezielt zu unterstützen. Ähnlich als es bei all den anderen Mesuren vom Klimaschutz. Bei diesem Amendement sind alle Gehör refusiert gehen. Für mich ist das wirklich ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was man wirklich predigen, zwischen dem Ausspruch und zwischen der Wirklichkeit. Man konnte noch ein paar die Erklärungen, Madame Bürten war auch kurz darauf eingegangen. Eine erste Erklärung war, weil es eben nur just so kleine Adaptationen gemäht gehen, der Rest soll alles an den Strategieplan angebaut gehen für 2023. Das ist für uns keine Argumentation. Das ist eine politische Decision, mit das eine falsche politische Decision, weil wenn wir Urgenz tun, dann müssen wir handeln und nicht bis 2023 werden.
Eng zweet Argumentation war, well en net net gefährlich bringen fir Reglement Grand Ducal auszuschaffen, fir eben zu detaillieren, wé eng Investissementer dat de könnte bezuschusst gin. Mir auch dat as fir alles kein Argumentation. Wann de Reglement Grand Ducal vielleicht nicht perfekt wäre, et wäre immer besser wie nächt, an et könnte noch e Reglement Grand Ducal am Laufe der Zeit na oppassen. Wie gesot, dat das Menker die sagt mat de Millen, wo ich scheinst dort gefiel und sie drehen, ha so definitiv méi séier op den Länger wie op den anderen Platz. Ein anderes Argument war, weil es nicht EU-konform war als Amendement, weil nimmen derf dem maximalen Surplus von 20% frohen, weil das ganz Mist, wo sich gekoppelt sind und eine Agrarumwelt bringen. Aber das ist ein Argument. Wir hatten aber direkt gesagt, dass man die Anpassungen gerne wollten machen. Das wäre aber ein Scheinargument, weil obwohl man die Anpassungen gerne wollten machen, also auch das nicht angeholt ging. Ein anderes Argument, eng Erhechung vum Plattform is eng de Mond gemet gin bei der EU-Kommission respektiv eng Notifikationun. An déi wäre es diverse Gründe lo nicht ubrucht. Mit so met Regierung hat dat bei andere Sache gefrot, me fannnen net wär auch hei ubrucht gewicht. Den Herr Minister seht dann zwer, hegeiweis pro stehlen, mir dat könnt ihr alles an de Strategiepapier für 2023 angebaut gin. Wie gesot, me soen, dat derf nicht op die lang Bank gedreckt gin, het muss lo agiert gin an ich wär wirklich froh, wann Majoritätsdeputierte sich Stadtneiker giffen evaluieren am Sinn vom Umweltschutz, Klimaschutz, Tiereschutz. An als Amendementer eben mat stimmen und dafür bringen ich die Amendementer lo auch nach einmal heran. Merci. Merci bien. Dann, Herr Präsident, merken ich eine kleine Klammer op. Dat auch am Bereich von Klimaschutz an hat Klammer schon geschrieben, erste Mal in Zeitung gelesen, mir wie ich Zeitung gelesen und ich habe gemerkt, dass Klammer immens wichtig wäre, nämlich der Biogas. Von dass das Regierung am Platz ist, und da tun ich auf dieser Platz schon mehr wie einmal gesagt, als Dunzel von den Biogasanlagen nimmen Aufgang. 2017 hatte man danach 29, lo haben wir danach ganz 17. Noch heute gesagt, dann war Resultat von einer inkohärenter Politik. Auf der einen Seite wird gesagt, wir brauchen den Biogas, das ist ein Teil zur Lösung am Klimaschutz. Und auf der anderen Seite machen wir nicht die Politik für die Anlagen so zu unterstützen, dass sie auch rentabel sind. Das sind Fakten. 2017 29 Stück, lo 17. Als CSV fördern wir das kleinbetriebliche Biogasanlagen, die für allem den organischen Dünger verwerten, sollen können von denen am Agrargesetz vorgesehenen Investitionsbeihilfen profitieren und an dem Sinn deposieren sie Motion. Merci. Dann, Herr Präsident, komme ich aufschließend nach bei Schwein, respektiv als Schwinksbetrieber. Auch hier hatten wir ein Amendement gemäht. Am Moment gesät am Agrargesetz so aus, dass die just Schwinksbetrieber ein Beihilfe können kreieren, die in ein geschlossenes Circuit haben, das heißt, die in Zucht sein, die Ferkel kreieren, die Ferkel gemischt, geschlüscht, die kreieren ein Beihilfe. Wenn ich aber einen kleinen Marschbetrieb habe, wo ich dann noch einen kleinen Zuchtbetrieb Ferkel kaufen gehen, ich gebe die Mächten und ich gebe die zum Beispiel halen für eine Hammelproduktion, also Hamm, Jambon, dann das ist ein Lützeburger Traditionsprodukt. Das müssen wir ja unterstützen. Die Betriebe können kein Beihilfe kriegen, weil das Amendement das auch refusiert geht, das fanden wir extrem schön. Aber allgemein, Herr Präsident, viele Schwinksbetriebe geht es am Moment richtig schlecht. Den Aufsatz wird stark aufgeholt, das zum Teil auch Corona-bedingt. Der Preis ist dann natürlich stark gefallen. Und heute zu Lützeburg kriegt der Bauer zum Teil Männer wie den deutschen Richtpreis ass fir seg Schwein. No hunne war zu Lützeburg viel mehr heich Produktionskosten, denkt just mal emol und Lohnkosten. Wie schwierig also die Situation an dem Sektor ass könnt ich vorstellen. Auch Dunzel vun de Betriebe hat an den letzten 10 Jahren 50% aufgehoben. Viel von diese Betriebe haben stark investiert. Also sie stehen am Reck wie der Mauer. Und da sind allkeiers menschliche Probleme drin, und noch Existenzängste.
Stell dich Nummer 4, der hat Gesamtkapital geholt und der hat den Aussiedler gebaut am Bereich von der Schwein. Da sieht er von Mond zu Mond beilädt an einen Tage Rackrit und da könnt ihr schon Gedanken machen, will ich abhalten oder will ich nicht abhalten. Ich kann euch just so, wann der Betrieb auch noch gerne will abhalten, dann ist sein gesamten Kapital, was er investiert hat, an so ein Wert, als nicht mehr wert. Hin darf sogar, wenn er gibt abhalten, er gibt schaffen, weil er kriegt bestimmt einen Platz, dann darf er mal nicht mehr in seinem Haus wohnen. So gesagt, dem Weltgesetz dafür. Und da könnt ihr euch vorstellen, trotzdem, wie groß der Druck bei den Leuten ist, bei den Familien ist. Als Schwingsbetrieber viele sich am Rehen Steuer gelassen, aber wenn Politik kein Schwingsbetrieber will, da soll sie so machen wie in Holland, da bezahlen sie Prime wieder zu abhalten. Das ist nicht alles Meinung. Wir fanden, dass wir Schwingsbetrieber brauchen, aber wenn wir das brauchen, dann müssen wir sie auch unterstützen, und nicht bis 2023 werden, weil sonst gehen viele Betriebe glüchten aus. Und wir werden uns wirklich, dass die Ministersituation von den Schwings auch noch Fleischbetriebe, weil du gesagt nicht viel besser aus, Mammeko-Betriebe und so weiter, dass die Situation sehr analysiert. Ich meine, in diesem Gang an sehr Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen. Wir werden es auch, dass das Betriebe hier Corona-bedingten Mannerresetten ausgeglichen kriegen. Du wird Dr. Wimodert später noch drüber gehen. Dr. Wimodert wird auch noch separat, unter anderem auf den Weinbau gehen und auch auf die kleinen Betriebe. Aufschließend, Herr Präsident, von meiner Seite, wir stimmen das Agrargesetz mit, weil das besser wie nicht. Das darf aber nicht Ziel sein von einer Regierung. So, aber das Agrargesetz ist ein Gesetz von der verpassten Chance für die Landwirtschaft nachhaltig zu unterstützen, in Richtung Umweltschutz, Tierschutz, in Richtung von nachhaltiger Klimapolitik. Und ich hoffe, so nicht nachdenken, dass die Majoritätsdeputierten das auch als Amendement der Motionen mitstimmen, weil es geht definitiv nicht durch, immer schön Sondesreden zu haben, mit muss wertig auch die dementsprechenden Decisionen holen. So nicht merci. Merci vielmals, Madame Hansen.